Guten Morgen, alle. Ich freue mich von dir, hier waren mit Jön Tup zu sein. Jetzt wir waren noch abgehoben in der Gelegenheit bei das Interlake. Und ja, checkt dann an und ja denkt an, was das Gott sein will und was so mitteilen und ja beten eben und kommt dann auf ein Thema und dann bald dann geht er noch ein anderes Thema und manchmal noch ein bisschen Hand und drei. En dan, als ik eens een stoot zo stel had, dan op eenmaal een week waren twee met de gedanken wat ik al van euer derge werk gehad had, zal wel zijn wat God ons van jou wil en zijn woord zijn. We zijn alle, komen alle van de familie, dus immer wahre Wort von Gott gelehrt worden. Vielleicht einer oder andere wird vielleicht sagen, das ist nicht genug gesagt worden. Der andere wird sagen, yes, der hat mir alles gesagt, ich habe bloß nicht geglaubt. Und was immer das alles wird sein, und jeder seine Familie, seine eine Weg. Wir werden von der ein bisschen anchecken, was euer Leben ist, oder haben wir das euer Leben, oder weit wie nicht. Vielleicht, wenn ihr alle in so einer Kirche wie hier sind und abwaschen, was immer war von geredet, und wir haben das alle klar, und wenn wir zur Baptismal Instruction Class geht, dann wird das alle erklärt, dass wir das alle weiten. Und das ist auch schön und gut, und das soll es dort sein. Aber ich sage nicht, ich habe so eine Stelle dort abgewaschen. Bei uns wird nicht von dort geredet, sehr wenig wird von geredet, wann auch wird von Gott geredet, aber nur nicht sehr viel Klarheit. Und das ist ein Gewässer, was mich in das Thema drehen soll, dass ich will von das reden. Ich will eine Geschichte vertellen, aber wir hineingehen, da kann uns vielleicht ein klein bisschen helfen, zu verstehen, was das alles ist. Wir ein reicher Mann, der hat eine Kirche, was er angenommen hat, in seinen Garten besorgen, die Blumen besorgen, die Bäume besorgen, dass das alle schmackloten deit. Und dort wir einfach hier Arbeiter, die wir zufrieden, sie wir mutig, sie deit, was die wird will haben, und ein Tag dann bitte wird sich ein schmacket, gerotet Nierhus, sehr vorig und sehr fein. En als dat is alle vorig af, en hij rekent deze kerkje veel, hij deed de goede arbeid, hij kon zich daar verloten, en hij rekent dat zeer veel, en denkt dat hij wordt mij allemaal een tour geven en zijn grote nieuw huis. En als ze daar gaan en alles wijzen daar, aan benen, aan tjallen en alle wegen raam, en dan in dem jaar is echt niet veel. Ja, der luft sich dort, aber das sei nicht viel. Und auf einen dann fragt der Mann, na, was dann bleiben wird von den neuen Häusern. Dann sagt er, das ist fein, das ist sehr gut, das ist fein. Und das wird mäßig gut, dass er nicht mehr zu sein hat von seinem neuen Haus. Und dann sagt er, aber ich habe noch ein viel schmackeres Haus im Kommen, wo ich bald will handtragen als das ist. Und dann ist der Wirt ein bisschen so bestürzt, nur was, du, Arbeiter, met dit ben je loon, wat immer, een beter huis. En dan zegt ze dat, en dan krijgt ze een testament uit de voorbereid, en dan zegt ze wat in Johannes 14 geschreven staat, mijn Vader, die heeft een mensenrecht gemerkt voor mij, wanneer ik hier sterk ben. Dat is waar ik gaan wil. En dat is nog veel smaak als al dit. En dat zeg ik niet wieder van de Geschichte, maar dat zegt zoveel dat de man, die dacht dan een beetje nu, wat hij met zijn smaak het huis en met wat hij deed alles wil. Zo, kort een paar gedanken zum aanleiding voor dit. Heb je het leven? En ik glaube, de meeste van ons worden voor zijn hand opheven, ja, dat hebben. En dat zal ook zo dat zijn. Het zou fijn wer dat kan. Wer dan aber nicht weet, twijfelt, dan wens ik dat dit kan een hulp zijn voor denjenigen, kan een aanleiding geven om weer ernaar te denken en aan te komen. Vandaar, wanneer we zeggen dat we het leven hebben, dan is het een opgave van ons. En dat ook te leven, dat anderen kan afmaak nemen van ons. En we weten alle dat we manchmal vielleicht nicht ganz dat doen wat we weten, maar we leven vielleicht nog een gewisses bezit van dat wat we weten, wat we niet zullen.
Er sind viele Menschen, die weten, was das eeuwige Leben ist, aber es gibt auch viele, die sagen, das können wir nicht weten. Das ist so, was wir bloß nicht weten können, dass wir das eeuwige Leben haben oder nicht. Da wollen wir noch mal uitvinden, als wir das gehört haben oder nicht. Und das ist aber nicht, was der Schrift uns lehren wird. Wenn wir kicken dann in 1. Johannes 4, Vers 13, da sagt es sehr klar, das schrieb ich euch, dass ihr an Gott seinen Sehen glauben, dass ihr weiten, dass ihr das ewige Leben haben. Das sagt das Heiken geschrieben, nicht bloß, dann kann ihr das uitvinden, das sagt dass dann kann ihr das weiten, dann wollt ihr das weiten, als ihr das ewige Leben habt. Wir sollen uns diese Frauen ein bisschen randrehen und Frauen uns selbst ein bisschen feststellen. Wir würden bei dir kommen, wo Jesus ist. Und Jesus wird uns fragen, woran soll ich die im Himmel nennen? Was hast du für eine Antwort, woran würde ich die sollen im Himmel nennen? Jesus, das sagt uns in Johannes 14, dass Jesus ist der für die Wahrheit, heißt der Weg für das ewige Leben. So, wenn Jesus uns wird fragen, woran soll ich die im Himmel nennen? Was würden die für eine Antwort haben? Ich weiß, das wird sehr verschieden sein von vielen Menschen. Some würden sagen, wenn ich in der Kirche hier, oder some würden sagen, ich fahre alle Sonntag nach der Kirche, oder some würden sagen, ich kann mich taufen lassen, als ich jung war. Oder ich glaube, was meine Eltern mir lehren, und ich glaube, das war Theorien. Oder ich habe 10 Geboten gehauen. Oder ich deed veel gute Dinge. Ich versuche immer ein sehr guter Mann zu sein, eine gute Früh. All diese Antworten können ja manchmal hören, wenn es eine Hälfte mit Menschen in Erholungen gehört, dass einer weiß, dass some von diesen Frauen, some von diesen Antworten können durch Evangelium kommen. Wir wollen uns von den 12 Bibelversen nennen lassen, um seine die Antwort zu kriegen, was wir würden sein, wenn Jesus uns wird fragen, warum soll ich die hier nennen lassen? Was würden ich für eine Antwort haben? Wir wissen, dass in Römer 3, Vers 23 sagt, du hast keinen Unterschied, alle Mann haben gesündigt und kommt durch den Kart, was er bei Gott sein soll. Das weiß wir. Alle sind wir kart gekommen. Alle fehlen wir. Römer 6, Vers 23 sagt, der Lohn, den der Sinn tut, ist der Tod, Gott aber schenkt das ewige Leben an Christus Jesus unseren Herrn. Gott schenkt das ewige Leben an Christus unseren Herrn. Nicht, dass wir das verdienen können, nicht, dass wir sind so gut gewesen sind, wir sind alle kart gekommen an Gott seine Gnade. 1. Johannes 3, Vers 4 sagt, wer sündigt, der Arreich, will sündigen, es sich verschulden gegen Gott seine Gebote. Wer sündigt, der Arreich. Und dort sind wir alle von klein ab gelehrt, wenn wir sündigen, dann tun wir Arreich. Und dort ist ein sehr gutes Ding. Aber dort ist noch nicht die Antwort für das ewige Leben. Jakobus 4, Vers 17 sagt, wer der weit Gute zu tun und der das nicht, für den ist das ein Sinn. So all diese, und viel mehr, ich will noch some mehr lesen. Diese Antworten, die kriegen wir, dass wir sagen können, dass ich in du, aus uns selbst, habe ich keine Antwort für die Frau, wenn Jesus uns wird fragen, warum soll ich die im Himmel nennen lassen? Römer 3, Vers 23, was ich gelesen habe, das ist kein Unterschied, dass ich bin anders abgewaschen als du, oder du bist anders als ich, oder wir sind verschieden abgewaschen. Das gibt uns keine Antwort. Wir sind alle kart gekommen für Gott. Da ist keiner besser als der andere. Wir wissen alle, dass der Lohn für den Sinn, das ist der Tod. Das ist für ewig verloren zu gehen, für ewig getrennt zu sein von Gott. Offenbarung 21, Vers 7 sagt, wer am Kampf bestanden bleibt, wird das alle Orven. Und ich war sein Gott sein und er wird mein Sehen sein. Woran soll Jesus mir in den Himmel nennen lassen? Wenn ich im Kampf bestanden bleibe. Wenn wir im Kampf bestehen, dort ist, wo wir können bestehen bleiben.
Ein Junge, der das in 1896 in Berlin, in Deutschland, fängt an der Schule zu gehen. Und an den Weekends, dann hat er nicht viel ab, wenn alles ist fremd. Dann einmal dann kommt er bei einer Stelle aus der Kirche. Er hat einen Anlass, wenn er nicht viel zu tun hat, was er muss gehen hören und checken, was die Lieder tun. Und so, die Meeting, die dann da hast, oder die Kirche, die da hast, dann kommt ein älterer Mann an und fragt, wo er hier ist und was immer hans in Erholung und so in Erholung ist da hast, dann sagt es mal, 3 sind ja wieder, dann habe ich Titen, dann weil ich die haben bei uns kommen zu Mittag, weil wir noch mehr spazieren. Und dann, als sie dann spazieren dann über dem, dann ist das mal nicht schwierig. Hast du das ewige Leben? Dann sagt er, ich hoffe. Das ist eine bekannte Antwort, was wir kennen. Ich hoffe. Das soll doch sein. Aber das Mann, der wir mit der Antwort nicht zufrieden für das junge Mann. Und er fragt wieder und versucht damit durchzuhalten. Haben wir das ewige Leben? Dann können wir uns selbst fragen, na, was sagt Gott sein Wort? Hier lassen wir uns nu in Offenbarung 21, dort waren wir bestehen bleiben im Kämpfen, dann waren wir alles offen, was Jesus uns in sein Wort gelehrt hat, was das ewige Leben anbelangt und was wir tun, wann wir das ewige Leben haben. Das sind verschiedene Dinge, von denen wir nicht so sagen, die sind angehen, was unser Abgabe ist, wann wir ewige Leben haben, aber dass wir bei der Kommen können, dass wir das ewige Leben haben. Und die wir das all für Jahre gehabt haben, und uns dort freuen, möchte das ein Segen sein, eine Stärkung für das, was wir belebt haben. Dann in der 8. Vers, du hört sich das ganz anders. Hier sagt er, wer bestehen bleibt, der wartet alle Ohren, der wird eine Antwort haben für Jesus, wenn der wird fragen, woran soll ich die im Himmel lernen lassen. Aber das sagt in Vers 8, der Verzerrte, die wird in Angst leben, der Angläubende, der Abschäselige, Rücklose, der Mörder, Hörer, Zauberer, Aufgärter deiner, en Legner. Und dann sagt er, wo Platz wird sein. So, das ist ein ganz hoher Wier an gedacht, was er sagen wird. Sagt er, all die wollen ihren Platz in 4 Sei haben, in einer Hall, der mit Schwebelblit brennt, und dort ist der zweite Tod. So, hier sei wie, du hast noch was hinter das Leben. Du hast nicht bloß das Leben und dann ist es durch. Du hast noch nicht bloß nu vor wie eine Kirche und dann sind wir okay. Du hast nicht bloß, ich habe einmal das Sinners Prayers eben gesagt, nu ist es gut. Du hast mehr zu it. Das sagt, wer im Kampf bestehen bleibt, bottom eng, das ist nicht bloß, nu haben wir dort und dann sind wir okay für den Rest von uns Leben. Das sagt uns klar, dass der Lohn, den der Sinn tun, dort ist der Tod. Und wir alle in Römer 3, Vers 23 sind kart gekommen und haben uns verschuldigt. Römer 4, Vers 8, da sagt es ist das. Aber Gott weiß uns seine Liebe durchan. Ein Wort? Gott weiß seine Liebe zu uns, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder wären. Euer wie verhopste Nenntchen können, euer uns das Wort an Bord wir, dann hat er alles getan, was es braucht, damit die können geraten sein, damit die können das ewige Leben haben. 1. Johannes 4, Vers 9, da sagt es wahr, Gott weiß uns, wie Gott uns will. Er wusste, dass in die Karte kommen werden, dann sagt er, er weiß uns, wie Gott uns will. Als er seinen einzigen Sehen in der Welt schicken, dass wir durch ihn leben können. Oder dass wir durch ihn das ewige Leben haben. Vers 10. Durch das sei wir, was Leben wirklich ist. Dass wir nicht unser Leben für Gott, aber dass wir seine Leben für uns, dass er uns seinen Sehen schenkt, uns die Sünden aufzunehmen, wo wir alle aus der Karte kommen. Dass wir seine Leben für uns, nicht, dass wir das verdient haben, nicht, dass wir in so gut gewesen, nicht, dass wir in Ferken in die Kirche fahren, oder all diese guten Dinge, was wir tun, das sollen wir tun. Das sollen wir uns niemals halten, wo was Gutes zu tun ist. Wir lassen uns tun in Jakobus 4, Vers 17,
Wenn wir nicht wollen, dort tun, was wir weten, was Gott ist, das wird uns als eine Sünde angerechnet. All diese gute Dinge wollen wir tun, aber dort ist nicht, wo wir das ewige Leben kriegen. Dort ist bloß ein Part von, was wir tun willst, wie das ewige Leben haben. Vers 11 sagt es das. Liebe Freund, wenn Gott uns so gut ist, wenn Gott uns das alle gegeben hat, der uns so leben hat, dass wir nicht sollen verloren gehen, dann sollen wir uns auch einander gut sein. En andere weer, dann sollen wir auch willig sein, das antworten zu lassen. Und ich glaube, wir alle würden können terugkijken und sagen, ich würde han kunt mehr gedaan haben als ich habe. Ich had mir sollt han ein bisschen mehr Zeit genommen, aber ich had sollt ein bisschen mehr Leu gewesen haben. Matthäus 7, Vers 13. Das sind Jesus seine Worte. Gott durch das enge Put. So das bloß zu hören, das wird nicht viel Raum sein, sagt es ein enge Put. Gott tut durch, weil das Put ist wie in der Wahrheit ist breit und leicht, sage ich eine andere Übersetzung. Eine Schrift sagt bloß, der Wahrheit ist breit, eine andere sagt, der Wahrheit ist breit und leicht. Die in dort verdorben wird, in viele gehen in den Wahrheit. Als ich das überlesen in Kerk und mehrmal, aber wenn du sagst, in viele gehen in den Wahrheit, dann meint dann, wollen du auch mit so einen Menschen treffen, die diesen Weg gehen. Und du, wir sind vielleicht erfüllt und freudig an das ewige Leben, was wir kriegen haben. Und wir treffen so einen Menschen, das ist mein Verlangen, immer war, dass ich was kann. Ein klein bisschen ausstrahlen, wo immer das geht. Aber dann sagt es in Vers 14, und der Put ist eng, und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, der das ewige Leben gibt. Und dort sind nur wenig, die dort fingen. Hier sagt es, das sind wenig, die dort fingen. Hier sagt es nicht, das sind nur wenig, die auf diesen Weg gehen. Das gibt uns zu verstehen, dass das wird brauchen forschen, das wird brauchen nur sehen, was ist es, wo ist es, was hat das ewige Leben anzubieten, wo wird es sein, wo kriege ich das, wo habe ich das, was meint das, wenn ich sage, dass ich das ewige Leben habe? Habe ich eine Antwort, wenn Jesus wird fragen, woran wirst du wählen im Himmel nennen, woran soll ich dich wählen nennen? Das ist eine Frau angedreht von wat ik eerst al zei, dat is niet dat het dort irgendwo geschreven is. Maar ik heb bloß een beeld meer, en wanneer we op woorden aandrehen, en hij ons te vragen, wat hebben we voor een antwoord? Dat zegt ons hier, dat vele gehen den breiten Weg, en weinig vingen den schmalen Weg. So, dan braucht dat, dat we ons anstrengen, te kijken, wat is het, dat het ewige leven geven wird. Wat is het, dat het ewige leven anbelangt. En wat is het wat Jezus gedaan heeft voor ons, toen dat ik dat kan hebben. En dan, als we kijken dan in vers 21, zegt het, die waren niet alle in dat himmelrijk aankomen, die te mij haar zijn. Du komen bloos die neer, die du doen wat mijn Vader im Himmel haben will. So hier sich dat so, hier braucht dat nog some Arbeit von uns, wat we doen sollen. En zeker, wat de vrucht zijn van dat ewige leven wat we gekregen hebben, wat de Heer ons gegeven heeft, wat vrucht zijn van dat. Maar dat is niet wat ons het ewige leven geven heeft, dat is bloos de vrucht van dat ewige leven wat we hebben. Vers 22. An jan dag waren veel te mij zijn, Heer, heb je niet in die noemen geprophesied, in die noemen zo toen uitgedreven, en in die noemen veel gewollt je werken gedaan. So dat hier, wenn wir Matthäus 25 lesen, da sehen wir dasselbe Ding, dass die, die das nicht getan haben, die waren Frauen, wie haben die doch, die waren sagen, wie haben die doch, dit und dort und ja und alles getan, wie deuten die doch dort. Und dann die Gerechte, excuse me, die Gerechte sagen, dort sind wir nicht angeworden, dass wir dort alle getan haben. Dort habe ich nicht gemerkt, dass ich dort für die getan habe. Wens dort ist ein Ernte, dat wir leben ist ein Ernte, dat ist ein klar, das ist bloß, was wir tun. Das ist nicht ein Burden, das ist nicht, das fällt mir sehr schwer, nu mag ich das tun.
Nou, dat is bloß, wat zij aan zich haben. En dan in vers 23 sagt het, en dan wo ik zei, ik heb je nog niemals gekend. Je kan hier weggaan, ik kan je niet. Der antwoord wat zij de geven deiden, dat wir nicht erreichten. Dat zij al deze goede dingen gedaan hadden, dat wir fijn en dat wir goed, dat wir erreicht, dat ze dat gedaan hadden, aber dat geeft niet dat wir leven. Dat geeft niet, dat wir nicht de antwoord, woran Jezus ernst im Himmel aanloopt. Dus zei we dat veel goud doen om daarmee wel geraad worden, daarmee wel het eigen leven te krijgen, dat is niet zo te schaffen. Maar wanneer we dat eigen leven hebben, dan worden die dingen vallen. En die waar we niet meer aan worden, die waar we niet meer aangeschreven hebben, die waar we niet rekening van vieren. Maar die dat leven niet hebben, en die toch wel geraad zijn, en zich niet jammeren en zeken, zoals we in vers 14 lezen deuten. So we zijn hier dat eigen leven heeft vrucht, waar we niet worden rekening vieren, aber wer nicht das eigen leven heeft, heeft rekening gevierd ohne de rechte Frucht. Vielleicht de rechte Frucht, aber der heeft rekening gevierd, dat soll geteilt worden, en dat teilt aber nicht für Jesus. Er teilt in eine Weg, aber nicht dat unsere Radung ist. 1. Johannes 2, Vers 15 sagt, sieht nicht heran nur dort, was diese Welt anzubieten hat. Wer die Welt in ihrer Last gieren hat, an den ist nicht der Leib vom Vater. Und so, hier sei wie wahr, dass wo uns streben, wo uns verlangen soll nur sein. Vers 16 sagt, will alles, was in dieser Welt ist, geldgierig sein, heran sein, was die Uhren jankert und sich groß tun, dort stammt nicht vom Vater, dort ist von dieser Welt. Die Welt, in was der unterbeiden hat, wird vergangen. Wer aber das, was Gott sein Willen ist, wird ewig leben. Der hat das ewige Leben. Wem dort interessiert, dort zu tun, was Gott sein Willen ist, der hat das ewige Leben. Der das, was das ewige Leben fordert. Johannes 6, Vers 28. Hier sei wir ein klein bisschen mehr, was können Antwort sein, wenn Jesus uns wird fragen, warum lässt diese Leute hineinlaufen? Johannes 6, Vers 28 sagt, dann sehen sie zu ihm, was soll wir tun, um Gott seine Werke zu wirken? Sei also, hand ich nochmal gefragt. Jesus, was ist unser Abgabe? Was sollen wir tun? Kann wir irgendwas tun? Oder wir feilen, ein anderer wird ja vielleicht sagen, wir feilen, du fehlt was. Wir haben nicht dort, was es braucht. Du hast was lehrig. Und dann sagt Jesus in den 29. Vers, Gott sein Werk ist das, dass die an den glauben, den er geschickt hat. Dort ist, wo an das ewige Leben steht. Und das Glauben, was Gott getan hat. Dort ist, wo Bernen das ewige Leben ist. Da wir mal ein niebekehrter Mann, und wir mutig und er freut sich an das ewige Leben, was er gekriegt hat. Und dann sind wir zum anderen Rahmen und fragen uns auf einmal, woher weißt du, dass Jesus die vergeben und angenommen hat? Und das junge Mann ist nie bekehrt und er hat nicht richtig eine klare Antwort. Aber dann auf einmal sagt er, wo weißt du, dass du Zucker in den Kaffee hast? Weil dort kann ich schmecken, den Geschmack. Ist da irgendwas zu sein, dass den Kaffee anders ist, wenn der Zucker hat oder nicht? Nein, dort nicht. Aber er kann nicht schmecken, dass er anders ist. Und er sagt, dort ist so zu schaffen, dass wenn wir das erfahren haben, dann weiß wir, dass du hast was da hängen. Dann weiß wir, dass dort nicht laarig ist. Dann weiß wir, dass du hast Zucker im Kaffee. Du hast nicht bloß gerührt so Kaffee. Du hast Zuckerband, das ist Zeit, das schmeckt schein. So, Gott sein Werk ist das, dass die an den glauben, den er geschickt hat. Zu was schickt er den? Um alle Sünden wegzunehmen. So wie in Römer 6, Vers 23 lesen, dann sagt es, Gott aber schickt das ewige Leben in Christus Jesus. Habe ich das ewige Leben? Habe ich eine Antwort von uns, die gefragt worden, woran
soll ich jent hineinladen. Johannes 12, Vers 42 und 43 sagt es dit. Und doch glaubten sogar viele von den Versen an ihm, aber wegen Angst für die Pharisäer bekannten sie ihm nicht. Sie fürchten sich, dass sie würden ausgeschlossen werden. Sie wollen doch lieber von Menschen geirrt werden, als dass Gott an ihren soll. So hier sehen wir, dass viele Menschen, die wollen sich nicht zu bekennen, oder zu sagen, was wollen sie mir antun? Was mir passieren, wenn ich das was sein, dass ich das ewige Leben habe? Sie haben Angst. Sie lassen dort nicht kommen, dass sie das ewige Leben haben. Matthäus 10, Vers 32. Wer mich für die Menschen bekannt, den wo ich auch für meinen himmlischen Vater bekannt. Aber wer mich für die Menschen verlegt, den wo ich auch für meinen Vater im Himmel verlegt. So hier sehen wir, was Gott sein Willen ist. Und nu haben wir ein paar Versen mehr von was die Antwort wird sein, wann wir die Antwort geben sollen. 1. Johannes 4, Vers 11 sagt, Gott hat gesagt, dass er uns ewiges Leben gegeben hat, und das Leben ist an seinen Sehen, an Jesus Christus. Gott hat gesagt, dass hier hat das Leben, das ewige Leben. Wer Gott sein Sehen hat, hat Leben, und wer den Sehen nicht hat, der hat nicht das Leben. So, ich glaube, wir hier von der und wir glaube, können alle sagen, yes, wir haben das Leben. Aber wir alle haben das gehört, dass Menschen vielleicht gesagt haben, das können wir nicht weiten. Da müssen wir anfangen. Oder wir haben alle vielleicht belebt, dass Menschen sagen, wir haben das, aber wir sehen, dass ihr Leben, das stimmt nicht mit dort, was sie sagen. Das matcht nicht zu. Das ist Konflikt in dort, was sie sagen und was sie leben dann. Vers 13 sagt er, das schrieb ich ihnen, dass ihr an Gott ihnen sehen, glauben, dass ihr dort weiten, dass ihr das ewige Leben habt. Johannes 4, Vers 24. Ich sage ihnen die Wahrheit. Wer mein Wort hört und den glaubt, der mir geschickt hat, hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gerechtigkeit von Tod zum Leben gekommen. So, was wird wir sein, wenn uns wird gefragt werden, woran, wenn Jesus uns wird fragen, woran soll ich die hier im Himmel nennen? Was würden die sagen? Ich glaube, all die wir klar haben, dass wir ewig Leben haben, wir würden da probably noch ein bisschen verschieden sein. Aber ich kann nicht anders abkommen, als das erste würde ich sagen, ich habe nichts abzuweisen. Ich habe nichts, das ich kann abweisen. Aber was ich habe, ich glaube an das vollbrachte Werk, was du am Kreuz für uns alle getan hast. Das glaube ich. Und das vertraue ich. Und dazu wenn ich glaube, dass du ein Reich, dass ich ein Reich gekriegt habe, hineinzukommen. Jesaja sagt, dass unsere gute Worte sind so aus riesige verknüpfte Kadern. Das ist unsere gute Worte. Aber was wird unsere Antwort sein? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wird das was sein, als zu Jesus sagen, ich habe nichts abzuweisen. Ich bin kort gekommen, dass wir alle sind. Das ist nur einmal 3, Vers 23. Wir sind kort gekommen. Wir haben die Gott seine Gnade verspielt. Wir haben das nicht gelebt, was wir würden haben sollten. Wir sind kort gekommen. Aber Gott seine Gnade und was er geschenkt hat, durch dort haben wir das ewige Leben. Und ich glaube, dort, was du an Kreuz verbracht hast, das war teuren, dass ich das Reich gekriegt habe, hineinzukommen. Weil es meine Worte, meine eigene Gerechtigkeit, ist das schönste Kadern. Das wird es in Jesaja sein. So, wir sehen hier, dass Johannes ist sehr besorgt, als er das Brief geschrieben hat, dass wir dort verstehen sollen, was Gott sein Willen ist, was Gott getan hat. Und ich will die Verse noch einmal lesen, dass wir dort verstehen können, was Gott getan hat. Johannes, ich weiß nicht, wie alt er war, als er das geschrieben hat, aber auch nicht mehr jung. Und er sagt, dass Gott hat gesagt, dass er uns ewiges Leben
gegeben hat, nicht, dass er uns das geben wird, er sagt, er hat das gegeben. Und dem, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, gestorben und trittgenäht, du hast er das gegeben. Und das Leben ist an Jesus Christus, an dem, dass er Jesus gegeben hat. Vers 12. Wer Gott seinen Sehen hat, wer Jesus angenommen hat, und ein arm Leben hat das ewige Leben. Und wer den Sehen nicht hat auch nicht das Leben. Wer Jesus nicht angenommen hat aus seinen Haaren Herrn, das sagt hier, der hat nicht das Leben. Und dann noch einmal Vers 13. Das schrieb ich, dass ihr an Gott seinen Sehen glauben. Glauben wir dort? Wann wir das glauben, dann sagt es, dass die weiten, dass die das ewige Leben haben. So hier wird es uns ganz klar sein, dass wir das weiten, dass wir das ewige Leben haben. Und so mein Wunsch und Gebet wird sein für uns alle, dass wir wollen abgebüht und gestärkt sind und dort, wenn Gott uns geredet hat auf einen oder anderen Weg, dass wir wollen responden, dass wir wollen ehrlich sein, mitteilen, leben, was immer wir können, dass mehr Menschen können Klarheit kriegen und dass wir das ewige Leben wollen so leben, dass Frucht haben und nicht, dass die Frucht nicht durch was sein, dass wir durch das ewige Leben haben, aber dass wir das ewige Leben haben und durch das Frucht bringen, dass Menschen können gesehen sein, Raum uns. Das mein Wunsch und Gebet sein. Gott sei mit Ihnen.